Pfarrerin in der Stube und sagt, Frau Pastor, nun sind sie all da. Na, dann wollen wir hinausgehen, was die Antwort. Nein, liebe Regina, sagt der Pastor, lass sie hereinkommen. Ach, Pastor, Sie treten mir doch die Stube so voll Schnee. Schad ihm nicht, nicht wahr, Rike? Du stehst morgen früh ein bisschen zeitiger auf und scheuerst die Stube. Dat wohl Rike denn auch gern down. Und die Dörwe obmacht und herinne schof sich Kopf an Kopf, Flassköp und Schwartköp, dat ganze Lütte Görden voll guten Dörp und das Dunse und wischten die Näsen und die Augen würden immer größer und kicken die Appels und die Peppernöt an und die Mühle deiden sich und Anne, als wollen sie die Appels und die Peppernöt den richtigen Weg wiesen, wo sie getrost herinne spazieren können. So, sehr Frau Pastor, nur mal all die Perlen erst für. Havermann, sagte sei hintau. Nächst den Eltern sind wir, mein Pastor und ich, ja doch die Nächsten zu unseren Paten. Und über die Hälfte von der Gesellschaft drängte sich dafür. Denn gaut wie die Hälfte von den Dörp gehören, Herr Pastor und Frau Pastor im Fahrradstall. Ein Mogeland ha sich doch mengt. Dat was Jöchen Rührdanzen. Die verläden ja sein Haar, da die Päden mehr kriegen als die anderen. Aber Stine Wasmut wird das geworden und schof ihm trüch und sagt, Jung, du bist doch gar kein Päd. Womit denn sie nur unverschämten Ansprüche fallen müssten. Nu kam der Herr Pastor mit Beuge und den Arm und was die Päden werden, die all über den Winter bei ihm zum Bäden gingen, die kriegen ein jeder in Gesangbock. Und die anderen kriegen Schriftbeuge und Tafel und Fibeln und Katechismen. Je nachdem hat das in sich. Und jeder von den Gürden sagt, ich bedanke mich auch Pät. Über den Gesangbock kriegen Hasen, ich bedanke mich auch vielmal, Herr Pastor. Das, was denn herkommt, von Oeltnix her. Und nun käme der Frau Pastor. So, ich nehme die Nüsse, Luise. Du nimmst die Pfeffernüsse. Und Herr von Rambo, Sie nehmen die Apfelkörbe. Und nun immer die Reihe entlang. So, nun stellt euch mal all in Reihen hin und holt ju Geschirr parat. Ganz ruhig ging das nicht erst. Dat gab ein Drängen und Schubsen, denn jeder wollte erst sein in der Reich. Und jede höll nun sein Geschirr für sich hin, worin den Heil Christ fanden wohl. Die Lütten Dierens han ihr Schörten, aber die Jungs han alles mitbrecht, was hol was. Die han ne Schüttel, die han Mehlbüttel, die han sin Vater sin Haut und weghöllen ganz an Verlegenheit, ganz driest, ein Pfiff-Scheppelsack ob, als können dat gar nicht fehlen, dass sie den Babenherrn voll kriegen. Nu ging dat Verteilen los, da. Halt, rief Frau Pastor, als sie denn so einen rechten dreijährigen Slüngel ankam. Herr von Rambo, dieser kriegt keine Äpfel, der hat sie sich schon im Sommer vorausgeholt aus dem Garten selbst. Och, Frau Pastor, Jung, heftig die nicht selbst und den großen Apfelbaum, der an der Moor steht, mit den Stocken rudert. Och, Frau Pastor, nix da, wer Apfel stiehlt, der kriegt keine zum heiligen Christ. So ging das nur wäre. Aber als sie bei Jöchen Rührdanzen kam, hör sie wieder an. Hast du die nicht vergangene Woche mit Christian Kasbaum für den Pastor so schlagen, dass meine Rieke Juch unten anbringen muss? Ja, Frau Pastor, na sehr ja auch von mir. Still, Luise, der kriegt keine Pfeffernüsse. Ja, Frau Pastor, wie haben wir uns einfach vertragen? Na, Luise, den kriegt auch Pfeffernüsse. So werden denn bitte wir die Reihen tau in und die Görden gingen af mit ihrer Bescherung. Guten Abend auch. Denn bei des Ort, was das Bedanken noch nicht mo. Und als sie rude werden, kein ganz anderes Geschlecht in der Dörrinnen tau hausten und tau krabbeln. Dat wären die ollen Spinnflugens und die ollen Bessenbindes und hölten Tüffelmockers und Dörp und auch Sonnen, die kein Handierung mehr fahrig kriegen.
Mit der Rede, die passte in christlich Wort, was sehr tatsächlich sehen können. Und die Frau Pastin gab jeder einen großen Stollen, der auch sehr tatsächlich sehen können. Und als sie Rute gingen, wünschten sie Gottes Segen auf die Pastelhörung. Gegen hen Tonägen hölden Paste sin Jürgen mit Havemann sin Schläden für die Tür und die beiden Gäste sehen ab Tschüss. Und als Havemann Rute kam, ging er stillschweigend an die beiden Piererne und nahm die Schlädenklocken ab. Den Baben von den Kirchturm herunter klungen andere Glocken. Die klingen für die ganze weite Welt und die Schlädenklocken bloß für die Landstraße. Schritt für Schritt führten sie durch das Dorf. Und hier und dort steh ein frommes Weihnachtslied und die Lütten arm durch Kottens tau den stillen Häfen ab. Und Baben ha uns Herrgott sin großen Tannenbaum mit 1000 Lichter ansteckt und die Welt lachte ohne als so ein Wienerstisch. Denn die Winter mit sin Wittes Sneilocken sauber deckt ha dann Frühjahr, Sommers und Haas ihre Bescherung durch abstellen können.